Ein Sprecher des US-Außenministeriums teilte mit, angesichts der Verbindungen und der Vorgeschichte einiger von den Taliban eingesetzten Ministern sei die Regierung seines Landes beunruhigt. Die USA würden weiterhin erwarten, dass die Taliban sicherstellen, dass afghanischer Boden nicht dazu benutzt wird, andere Länder zu bedrohen und dass der Zugang zur Unterstützung des afghanischen Volkes weiterhin gewährt wird. Der Vertreter des türkischen Außenministers Önal und der Stellvertreter des ägyptischen Außenministeriums trafen bei einem Gespräch in Ankara aufeinander. Nach dem Gespräch wurde mitgeteilt, dass erste Schritte in Gang gesetzt werden, um die Beziehungen beider Länder zu normalisieren. Weil der eigene Staatstrojaner nicht funktioniert, ließ das Bundeskriminalamt sich die umstrittene Software aus Israel umbauen. Dabei sind die rechtlichen Gefahren groß. Dramatische Worte der US-Finanzministerin. Falls die US-Regierung ihre Schulden nicht mehr bezahlen könne, drohe den Finanzmärkten nicht wieder gutzumachender Schaden. Am 8. September 1991 stimmte eine große Mehrheit der Wahlberechtigten in der damaligen Sozialistischen Republik Mazedonien für eine Unabhängigkeit von Jugoslawien. Der friedliche Übergang zur Eigenständigkeit gilt in den Balkankonflikten der 1990er Jahre als Ausnahme. Der russische Katastrophenschutzminister Sinitschew ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sinitschew sei bei einer Übung zum Schutz der Arktis im sibirischen Norilsk gestorben, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Mittwoch unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium in Moskau. Der 55-Jährige habe das Leben eines anderen Menschen gerettet und sei dabei selbst auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der kasachische Handelsminister Sultanov betonte, dass die Türkei ein wichtiger Handelspartner seines Landes sei und dass das Handelsvolumen in den letzten 30 Jahren 15-fach vermehrt wurde. Sultanov erinnerte daran, dass die Türkei einer der ersten Länder war, die die Unabhängigkeit Kasachstans anerkannten.